Und bevor wir nun miteinander in die Botschaft einsteigen, möchte ich noch mal stille werden und beten. Herr Jesus, aus tiefstem Herzen wollen wir dir Danke sagen, dass du hier gegenwärtig bist. Da, wo Christen zusammen sind, weil du ja in ihnen wohnst, hast du auch gesagt, da, wo 2 oder 3 zusammen sind, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Und darüber preisen wir dich und beten dich an. Und Herr Jesus, übernimm jetzt auch diese Botschaft. Schenk, dass dein Name groß wird, dass du, Herr Jesus, verherrlicht wirst, dass du geehrt wirst und dass dein Name über allen Namen steht. Danke dafür. Amen. Nun, das Buch der Offenbarung, ich möchte Ihnen allen Mut machen, das Buch der Offenbarung zu lesen und zu studieren. Ich weiß, es ist nicht unbedingt einfach und doch sagt uns die Bibel Folgendes. Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig, der da liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Damals war es ja so, hatte man Schriftrollen und die wenigsten Menschen konnten lesen. Und deswegen heißt es hier, glückselig, der da liest, das heißt, der da vorliest und die hören die Worte, also wenn jemand das gehört hat, darüber nachgedacht hat, auch wenn es selber nicht unbedingt verstand. Und doch sagt die Bibel, der Herr Jesus selber sagt es, glückselig, der da liest oder vorliest, und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und ich möchte Ihnen auch eine mögliche Auslegungsmöglichkeit geben in Bezug der Offenbarung. Und das lesen wir in Offenbarung 1, Vers 19. Offenbarung 1, Vers 19, da sehen wir, wie der Herr Jesus selber in dem einzigen prophetischen Buch des Neuen Testaments uns eine Möglichkeit gibt der Auslegung. Nämlich Offenbarung 1, Vers 19, da steht Folgendes: Schreibe nun auf, was du bisher gesehen hast und was jetzt schon ist und was danach noch geschehen wird. Und das ist schon mal eine Einteilung. Das heißt, Kapitel 1, was hat der Johannes gesehen? Schreibe, was du gesehen hast. Es ist der auferstandene, der erhöhte und verherrlichte Jesus Christus, Kapitel 1. Und dann sagt der Herr Jesus zum Johannes, schreibe, was da ist. Und Johannes hat gelebt in der Zeit der Gemeinde. Das ist Kapitel 2 und 3. Die verschiedenen Sendschreiben an die verschiedenen Gemeinden in der damaligen Zeit, auch in einer prophetischen Abfolge. Und dann sagt der Herr Jesus, und schreibe, was nach diesem geschehen soll. Das heißt, nach der Gemeinde, was nach diesem geschehen soll. Und das ist Kapitel 4 bis Kapitel 22. Und wenn wir das schon mal als berücksichtigen, dann haben wir schon eine Möglichkeit der Auslegung der Offenbarung und alles bekommt irgendwie auch einen Sinn und seinen Platz. Und da wollen wir miteinander noch einmal ganz kurz etwas lesen. Oder besser gesagt, doch, wir lesen es zuerst in Offenbarung 1, Vers 1. Um was geht es da? Um was geht es im ganzen Buch der Offenbarung? Geht es um die Gemeinde? Geht es um die große Trübsal? Geht es um Nöte der Menschheit? Geht es um Gerichte? Um was geht es? Die ersten 3 Worte des Buches der Offenbarung, da lesen wir Offenbarung Jesu Christi. Also um was geht es im Buch der Offenbarung? Wir haben es gelesen. Offenbarung Jesu Christi. Es geht in der ganzen Offenbarung, geht es immer und einzig um Jesus Christus. Und so können wir auch die verschiedenen Kapitel entsprechend einteilen. In Kapitel 1 geht es um den verherrlichten Christus. Kapitel 2 und 3 geht es um die Gemeinde des Christus. Kapitel 4 und 5 geht es um den Thronsaal des Christus. Kapitel 6 bis 19 um die gerechten Gerichte des Christus. Kapitel 19b um die Hochzeit des Christus. Kapitel 20 um das Reich des Christus. Und schlussendlich Kapitel 21 und 22 die neuen Himmel und die neue Erde des Christus. Und so haben wir wie ein Schubladenstock, verschiedene Schubladen. Da wissen wir, aha, okay, so kann man die Offenbarung einteilen, sie lesen und ein Stück weit auch viel, viel besser verstehen. Das einfach ganz kurz einige Gedanken bezüglich der Offenbarung. Aber heute das Thema lautet ja, der weiße Reiter, Christus oder Antichrist.
Und vielleicht denken Sie jetzt, ja, was hat das mit unserer Zeit zu tun? Ich werde das versuchen zu erklären. Ich werde versuchen zu erklären und es auch persönlich anzuwenden für unsere heutige Zeit. Nun, eine Frage an Sie oder an dich. Wie viele Reiter auf einem weißen Pferd gibt es in der Offenbarung? Einen oder zwei? Zwei. Zwei Reiter auf einem weißen Pferd. Und das lesen wir in Kapitel 16, finden wir den einen, nein, nicht Kapitel 16, Kapitel 6, Entschuldigung, Offenbarung Kapitel 6, den einen Reiter und dann den anderen Reiter in Kapitel 19. Also wir sehen in Kapitel 6, 1 bis 2, den einen Reiter auf dem weißen Pferd und dann Kapitel 19, den anderen Reiter auch auf einem weißen Pferd. Und wenn wir die miteinander vergleichen, oder besser gesagt, wir lesen zuerst einmal die verschiedenen Stellen. Da lesen wir in Offenbarung Kapitel 6, Vers 1 bis 2, da sagt uns die Schrift Folgendes: Und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete und hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Also wir sehen hier einen Reiter auf einem weißen Pferd. Und dann finden wir in Offenbarung 19 nochmal einen Reiter auf einem weißen Pferd, und über ihn lesen wir Offenbarung 19 ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Wenn man diese 2 Stellen miteinander liest, könnte man beim ersten Hinschauen denken, es sind die einen und die gleichen Personen. Wenn man aber etwas anfängt zu graben und zu suchen, muss man feststellen, es sind total unterschiedliche Personen. Ja, die Unterschiede könnten nicht größer sein. Und so wollen wir miteinander mal diese anschauen, und wir stellen den einen Reiter, Offenbarung Kapitel 6, auf diese Seite und den anderen Reiter, Offenbarung Kapitel 19, auf diese Seite. Und dann machen wir verschiedene Vergleiche und wir fangen an mit ihren Namen. Und wir lesen in Offenbarung 19, Vers 13, da wird uns der eine Reiter, Offenbarung 19, vorgestellt, und sein Name heißt das Wort Gottes. Wer ist dieser Reiter in Offenbarung 19? Jesus Christus. Woher wissen Sie das? Oder woher weißt du das? Wie? Johannes? 1. Johannes 1, Vers 1 oder auch Johannes 1, Vers 1. Aber wir fangen an mit 1. Johannes 1, Vers 1. Wir haben gesagt, der eine Reiter in Offenbarung 19 ist und trägt den Namen das Wort Gottes. Und so lesen wir in 1. Johannes 1, ab Vers 1. Da sagt uns der Johannes, der gleiche Johannes, wie auch die Offenbarung geschrieben hat, er sagt, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt. Das heißt, Johannes war Augenzeuge, er hat gehört mit seinen Ohren, mit seinen Augen gesehen, ja, er hat den Herrn Jesus selber berührt. Und dann sagt er, das Wort des Lebens. Also Johannes bestätigt das, was er auch schreibt in Offenbarung Kapitel 19. Jesus Christus ist das Wort Gottes, das Wort des Lebens. Und dann sagt er weiter, ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Also wir lernen diesen einen Reiter in Offenbarung 19 kennen, und es ist niemand anders als der erhöhte, auferstandene, verherrlichte Herr. Und über ihn lesen wir in Offenbarung 19, Vers 12, lesen wir Folgendes. Denn seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt,
als nur er selbst. Wenn wir das so lesen, was geht Ihnen durch den Kopf oder was geht euch durch den Kopf? Er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Wenn ich dich frage, was ist Jesus dir? Was kommt dir als erstes gleich in den Kopf? Was kommt dir gleich in den Sinn? Wenn ich frage, was ist Jesus dir? Ein Wort. Ja, Gott, noch ein Heiland, Erlöser, Retter, Fels, Burg. Also ganz, ganz viele Namen. Und wenn wir die Bibel durchlesen, und die ganze Bibel redet ja über den einen, über Jesus Christus. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er ist der Allgewaltige, er ist das Alpha und das Omega. All das darf ich an Jesus Christus denken. Er, der für mich ans Kreuz ging. Er, der für mich bezahlte, der meine Schuld auf sich nahm, mit seinem eigenen Blut alles gab. Er ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Er ist derjenige, der da war, der da ist und der kommen wird. Er ist derjenige, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Es ist mein Heiland. Ist es auch dein Heiland? Ist es auch dein Erlöser? Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er ist derjenige, vor dem sich eines Tages alle Knie beugen werden. Alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist. Er ist der Spender und Erhalter des Lebens. Das ist alles mein Jesus. Und ich hoffe, auch dein Jesus, auch dein Erlöser, auch dein Heiland, auch dein Herr. Aber ist das alles? Ist Jesus nicht noch viel mehr? Abraham Meister hat ein dickes Buch geschrieben, Namen des Ewigen. So ein dickes Buch. Aber reicht das aus, um Jesus zu erfassen? Wir lesen hier, er trägt einen Namen geschrieben, den nur er selbst kennt. Werden wir je Jesus in seiner ganzen Tiefe, in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Unendlichkeit erfassen? Ich denke, die Ewigkeit reicht nicht aus. Und deswegen, ich freue mich so auf die Ewigkeit, wenn ich meinen Herrn, meinen Heiland, meinen Erlöser noch viel näher, besser, tiefer kennenlernen darf. Und die ganze Ewigkeit wird nicht ausreichen. Es ist immer wieder neu ein Staunen, ein unglaubliches, einfach nicht begreifen können. Haben Sie schon mal festgestellt, dass Ihr Auge je genug gesehen hat? Ich habe es noch nie festgestellt. Ich staune immer wieder, wir sind durch das wunderschöne Deutschland gefahren, durch die Lausitz, durch Sachsen sind wir gefahren, durch Thüringen. Wir waren aber auch vor 2 Wochen oben in Lübeck. Aber haben wir je uns satt gesehen? Und so wird es auch sein mit dem Herrn Jesus. Wir werden uns nie satt sehen können an seinem Wesen, seiner Art. Und deswegen heißt es hier, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und so lesen wir, wie es auch erwähnt wurde, Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort war bei Gott, ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war das Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Und Johannes sagt dann in Offenbarung 1, Vers 5, er ist der vertrauenswürdige Zeuge für die Wahrheit, der als Erster von den Toten auferstanden ist. Und wisst ihr, das Schöne ist, wenn ich hier so lese, er ist als Erster von den Toten auferstanden. Wie oft, wenn man eine Beerdigung halten muss, wenn jemand gestorben ist im Herrn Jesus, wir sehen uns eines Tages wieder in der Ewigkeit. Wenn man Abschied nehmen muss von lieben Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind, von Freunden, Bekannten, ja, von Familie. Und wir werden uns wiedersehen. Und der Grund ist dieser eine Reiter auf dem weißen Pferd, Jesus Christus. Er ist der vertrauenswürdige Zeuge für die Wahrheit, der als Erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Das ist dieser eine Reiter in Offenbarung 19. Und dann wollen wir miteinander auch den anderen anschauen, den anderen Reiter in Offenbarung Kapitel 6. Und wir wollen uns fragen, ja, wer ist dieser?
Und ich möchte es gleich zu Beginn sagen, dieser andere Reiter in Offenbarung Kapitel 6 ist niemand anders als der große Imitator, der vorgibt, etwas sein zu wollen und doch nichts ist. Er ist der Nachahmer, aber er wird es nie erreichen. Er ist der Fälscher und Lügner, der gegen Gott, anstelle von Christus, der Antichrist. Und das lesen wir miteinander, Offenbarung, Kapitel 6, Vers 2, und dort heißt es, und siehe, ein weißes Pferd, der darauf saß, hatte einen Bogen. Und wenn ihr die Stellen da liest, die Verse da liest, die da kommen, dann werdet ihr feststellen, dieser eine trägt keinen Namen. Ja, wie ist das möglich? Er trägt keinen Namen. Eine Person ohne Namen, was ist das? Eine Person ohne Namen, was bedeutet das? Was denkt ihr? Eine Person ohne Namen. Wenn irgendwo eine Leiche aufgefunden wird, ist zwar das makaber, aber er hat keinen Pass bei sich, keine Identitätskarte, nichts. Man weiß nicht, wie er heißt, man weiß nicht, woher er kommt, man weiß nicht, wohin er geht. Das ist doch eine Person ohne eigene Identität. Das heißt, eine Person ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Verborgen in der Anonymität. Genauso dieser eine Reiter in Offenbarung Kapitel 6 ist eine Person ohne eigene Identität. Oder andersherum gesagt, er ist beim lebendigen Gott nicht bekannt. Sein Name ist nicht geschrieben im Buche des Lebens. Und genauso finden wir etwas ganz Interessantes in Lukas Kapitel 16. Dort finden wir auch eine Person ohne Identität, weil beim lebendigen Gott nicht bekannt. In Lukas 16, ab Vers 19, da lesen wir, da werden uns zwei Personengruppen, oder besser gesagt zwei Personen gegenübergestellt. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur, kostbare Leinwand, lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber namens Lazarus, der lag vor seiner Türhalle. Der war mit Geschwüren bedeckt, hatte nur den Wunsch, sich von den Abfällen vom Tische des Reichen zu sättigen. Es kamen sogar die Hunde herbei und beleckten seine Geschwüre. Nun begab es sich, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als dieser nun im Totenreich, wo er Qualen litt, seine Augen aufschlug, erblickte er Abraham in der Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Seht ihr diesen Unterschied? Der eine ist arm, von Krankheit gezeichnet. Er ernährt sich von den Abfällen. Aber sein Name ist bekannt beim lebendigen Gott. Und auf der anderen Seite ein Reicher, Rolex tragende Gucci-Tasche und fährt Ferrari von mir aus noch. Ich sage nichts gegen Ferrari, aber das große Problem bei dem ist, er ist nicht bekannt beim lebendigen Gott. Er hat alles. Er hat ganz viele Freunde, aber sein Name steht nicht im Buche des Lebens. Er ist nicht bekannt beim ewigen Gott. Das heißt, er ist ein Namenloser und genauso ist dieser Reiter in Offenbarung Kapitel 6 ein Namensloser, weil ohne Gottesbeziehung, ohne geistliche Identität, namenlos, weil in der Verlorenheit der Sünde, namenlos, weil in Rebellion und Auflehnung gegen Gott. Und ich möchte hier gleich wieder die Frage stellen, ist dein Name beim lebendigen Gott bekannt? Steht dein Name im Buche des Lebens? Weißt du, dass dein Name angeschrieben ist im Himmel? Wenn nicht, dann wäre vielleicht heute die Möglichkeit oder die Zeit, dass du dein Leben mit dem Herrn Jesus in Ordnung bringst. Also wir sehen in Offenbarung Kapitel 6 diesen einen Reiter ohne Gottesbezug. Und wir haben gesehen in Offenbarung Kapitel 19 den anderen Reiter, Jesus Christus, der Herr aller Herren, König aller Könige, das lebendige Wort, Jesus Christus. Und Offenbarung Kapitel 6 den Mann, die Person ohne Namen, in Rebellion, in Auflehnung, die Person der Sünde und der Verlorenheit. Betrachten wir einen weiteren Unterschied. Die Unterschiede in der Erscheinung.
Dazu lesen wir Offenbarung Kapitel 5, Vers 12. Da lesen wir, wie der Johannes schreibt, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hört ihr mit einstimmen und rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Also wir lernen hier einen kennen, es wird uns vorgestellt als das Lamm. Und wir wissen aus der Bibel, dass das Lamm niemand anders ist als Jesus Christus. Es ist eben dieser eine in Offenbarung 19, der Herr aller Herren, aber es wird auch verglichen und gesagt, er ist das Lamm. Und woher wissen wir das? Wir wissen das aus Johannes 1,29. Da sieht Johannes der Täufer, er ist am Taufen am Jordan in der Nähe vom Toten Meer. Da sieht er den Herrn Jesus auf ihn zukommen und da kommt es vom Geist des Herrn über ihn. Und er ruft aus und zeigt auf den Herrn Jesus, siehe, das Lamm Gottes, welches der Weltsünde hinwegträgt. Also er ist der eine, das Lamm Gottes. Ein Lamm ist an und für sich schwach und hilflos, gefährdet, auf Hilfe angewiesen. Und doch gerade dieses Lamm hat der lebendige Gott erwählt. Wir lesen in 1. Korinther 1, Vers 27, wie der Apostel Paulus im Auftrag des Herrn Jesus sagt, denn das, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Also dieses eine Lamm ist der Sieger von Golgatha, ist der Herr aller Herren, der Schlangenzertreter. Er hat den Tod überwunden, ist glorreich dem Grab entstiegen, triumphierend gen Himmel gefahren. Und er wird bald als der Herr aller Herren wiederkommen. Dieses Lamm ist niemand anders als Jesus Christus. Dieses Lamm, er kann für sich selber sagen, Offenbarung 1, Vers 18. Er kann sagen, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und ich bin der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist dieser eine Reiter in Offenbarung Kapitel 19. Gehen wir wieder zu Offenbarung Kapitel 6. Zu diesem Namenlosen, zu diesem Imitator. Zu diesem, der etwas vorgibt, etwas zu sein und doch nichts ist. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 6, Vers 2. Und ihm wurde eine Krone gegeben. Wenn hier steht, und ihm wurde eine Krone gegeben, was bedeutet das oder was impliziert das? Ihm wurde eine Krone gegeben. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass ein Größerer über ihm steht. Als Napoleon zum Kaiser gekrönt wurde, da hat sich ja die Oberschicht hat sich versammelt, selbst der Papst kam angereist. Und normalerweise war es üblich, dass der Papst dem Kaiser oder dem zukünftigen Kaiser oder König die Krone aufgesetzt hat. Aber was tut Napoleon? Napoleon steht auf, er nimmt die Kaiserkrone und er setzt sich aufs Haupt. Er will damit sagen, ich akzeptiere über mir keine andere Autorität, auch nicht den Papst. Und nun sehen wir hier in Offenbarung Kapitel 6, Vers 2, da wird diesem einen, dem Antichrist, wird eine Krone gegeben. Und wer gibt ihm diese Krone? Wer setzt Könige ein und setzt Könige ab? Daniel 2, Vers 22. Da wird über unseren Herrn, der Daniel, im Buch Daniel erbetet, dass Gott selber Könige ab- und einsetzt, dass er Weisheit den Weisen gibt und Verstand den Verständigen. Also hier bekommt der eine Reiter in Offenbarung Kapitel 6, er bekommt Macht und Herrschaft, ja Regierungsgewalt. Und Gott gibt sie ihm sogar.
Und doch haben wir gesehen, diese Herrschaft, weil diese Person ohne Gottesbezug ist, wird es eine Herrschaft sein ohne Gottesbezug. Das heißt, eine Herrschaft ohne Verantwortung von dem lebendigen Gott. Eine Herrschaft in Auflehnung gegen den Höchsten. Eine Herrschaft in der Rebellion gegen alles Göttliche. Und der bekommt die Macht. Denn wir lesen, er wird auftreten in 2. Thessalonicher, er wird auftreten, es ist ein Mensch, die Bibel sagt, es ist ein Mensch, er muss in Erscheinung treten und alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigen. Und wir haben gesehen, dieser eine Namenlose, der die Herrschaft bekommt, von Gott selber übergeben, ist niemand anders als der Antichrist. Aber wenn wir das alles so hören oder lesen oder darüber nachdenken, was geht euch durch den Kopf? Also mir kommen da verschiedenste Fragen auf. Und eine der Hauptfragen ist, warum lässt Gott das zu? Ja, warum gibt Gott sogar diesem Antichristen die Macht? Was denkt ihr? Ich glaube, um es einmal so zu sagen, Gott ist ein Gentleman. Er gibt den Menschen das, was sie wollen. Seit 2000 Jahren haben wir das Evangelium von Jesus Christus. In der Schweiz haben wir ganz verschiedene Reformatoren. Der Calvin in Genf, Zwingli in Zürich, Commander in Ilanz und noch ganz andere, auch Reformatoren in Basel und so weiter. In Deutschland Martin Luther. Aber wollen die Menschen heute noch die Bibel? Wollen sie den Gott der Bibel? Wollen sie die Ethik der Bibel? Wollen sie die Moral der Bibel? Nein, die Menschen, sie wollen die Lüge und sie hassen die Wahrheit. Die Menschen wollen das Dunkelheit der Sünde und sie wollen nicht das Licht des Wortes Gottes. Die Menschen wählen bewusst das Böse und verachten das Gute. Ich habe mit Menschen gesprochen, die haben mir gesagt, ich weiß, dass das, was du glaubst, richtig ist. Ich weiß, dass es Wahrheit ist. Ich weiß es, aber ich will es nicht haben. Und genau das ist es. Wenn die Menschheit Nein sagt zu einem lebendigen Gott, und das ist in zunehmendem Maße heute der Fall, dann lässt Gott es zu, dass sie den bekommen, den sie haben wollen. Und deswegen bekommt er eine Krone. Er bekommt eine Krone, weil die Menschen ihn haben wollen. Und die Macht hinter diesem Antichristen ist niemand anders als Satan selbst. Also der ihn schlussendlich befähigt, ausrüstet, und zwar mit übermenschlichen Kräften. Denn wir lesen in Offenbarung Kapitel 13, lesen wir, und der Drache übertrug dem Tier seine Macht. Er übergab ihm seinen Thron und stattete ihn mit außergewöhnlichen Vollmachten aus. Das heißt also, die Macht hinter diesem Antichristen, hinter diesem Namenlosen, hinter diesem Aufrührer ist niemand anders als der Drache, die alte Schlange, der Teufel, der Vater der Lüge. Und wenn dieser kommen wird, dieser eine Namenlose, weil bei Gott nicht bekannt, der wird ein ausgezeichneter Redner sein. Der größte Wundertäter und Magier aller Zeiten, ein Esoteriker höchsten Grades. Und er hat eine langjährige Erfahrung, denn der Satan selbst übergibt ihm seine Erfahrung. Und der Satan hat eine mehrtausendjährige Erfahrung in der Verführung, in der Täuschung, in der Manipulation, in der Lüge. Und er wird auftreten, so sagt die Bibel, er wird auftreten wie ein Lamm und auch reden wie ein Drache. Und Herr Jesus, er hat selber gesagt, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Und wenn dieser eine kommen wird, das wird ein reißender Wolf sein par excellence. Und die Bemühungen dieses einen wird für kurze Zeit von Erfolg gekrönt sein. Und Herr Jesus, ich kann mir gut vorstellen, dass er geweint hat, als er Folgendes gesagt hat in Johannes 5, Vers 43.
ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr annehmen. Und er wird auftreten, so lesen wir in 2. Thessalonicher 2, denn dieser Gesetzlose wird mit Satans Hilfe auftreten und alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder vollbringen und die Menschen verblenden. Alle, die ins Verderben gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Also weswegen bekommt die Welt den Antichristen? Wir haben es hier gelesen. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Und diese Wahrheit in Person ist niemand anders als Jesus Christus. Ich bin der Weg, sagt die Wahrheit und das Leben, sagt der Herr Jesus. Und gerade diesen Herrn Jesus haben sie abgelehnt. Sie wollen ihn nicht haben. Und so wird deutlich, dieser eine Reiter in Offenbarung Kapitel 6 ist niemand anders als der Antichrist, der Handlanger des Teufels. Machen wir uns weitere Gedanken in Bezug der Gefolgschaft. Ihr kennt ja das Sprichwort, wo es heißt, nenne mir deine Freunde, ich sage dir, wer du bist. Und wir wollen miteinander mal schauen, wer die Begleiter oder die Freunde des Antichristen sein werden. Und so lesen wir noch einmal Offenbarung Kapitel 6, Vers 2, und da heißt es, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Wenn wir das alles so lesen, wir sehen hier einen Reiter mit einem Pferd. Er trägt einen Bogen und er ist gekrönt mit einem Siegeskranz. Und doch, was fehlt hier? Was fehlt hier? Er hat ein Pferd, trägt einen Bogen und ist gekrönt mit einem Siegeskranz. Aber was fehlt? Er hat keine Pfeile. Welcher Soldat geht in den Krieg ohne Munition? Und das Bild hier ist für mich ein Bild oder ein Hinweis darauf, wie der Antichrist an die Macht kommen könnte. Er kommt an die Macht und muss selber keinen einzigen Schuss abgeben. Er muss sich nicht bemühen. Er wird demokratisch und freiwillig gewählt. Und da lesen wir Offenbarung 17, Vers 13. Und dort heißt es, und die Menschen, sie haben einen einmütigen Sinn. Und sie übergeben ihre Macht und ihre Herrschaft dem Tier. Und das heißt hier eigentlich, sie übergeben ihre wirtschaftliche, politische und militärische Macht freiwillig, übergeben sie es dem Tier. Das heißt, freiwillig wird dieser eine, der Antichrist, an die Macht kommen. Er wird demokratisch gewählt werden. Und das erinnert mich an eine Zeit, ungefähr 90 Jahre zurück. 1933. Da kam auch einer an die Macht. Er wurde demokratisch gewählt. Obwohl er hatte sein ganzes Regierungsprogramm hat er schon ganz klar festgelegt. Er hat im Gefängnis 1925 hat er den ersten Teil geschrieben und nachher aus dem Gefängnis 1926 den zweiten Teil seines Buches Mein Kampf. Und da drin steht ganz klar, was er als Regierungsprogramm und auch mit den Juden tun würde. Und er wurde dennoch gewählt, demokratisch und freiwillig. Wir haben hier im Buch der Bibel, haben wir das ganze Regierungsprogramm des Antichristen. Man weiß, wer er sein wird, also nicht in der Person, in seinem Namen, aber in seiner Art, in seinem Auftreten. Wir wissen es. Und doch wird er freiwillig und demokratisch gewählt werden. Denn sie haben einen einmütigen Sinn und übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Er wird kommen als ein Lamm,
reden wie einer, der noch nie geredet hat. Da wird ein Joseph Goebbels und die Menschen, die den Goebbels zugehört haben, wir waren jetzt auch in Nürnberg und jedes Mal erschaudert es mich, wenn ich daran denke, dass hier Männer standen, die haben die Massen so manipuliert, dass sie gesagt haben, wollt ihr Kanonen oder wollt ihr Brot? Nein, wir wollen Kanonen. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja, wir wollen den totalen Krieg. Und wenn dann einer kommt, der so begabt ist, dass der Goebbels ein Waisenknabe dagegen ist, und er wird auftreten wie ein Lamm und ist doch ein Drache. Er kommt als ein Engel des Lichts und ist doch ein Teufel. Er kommt als Friedefürst und will doch den totalen Krieg. Und dieser wird dann an die Macht kommen, freiwillig demokratisch gewählt. Und ich glaube, dass die ihm helfen werden, an die Macht zu kommen, das sind eben die Reiter, die danach folgen kommen, in Offenbarung Kapitel 6 ab Vers 3. Die habe ich jetzt nicht auf dem Beamer. Da sehen wir, das sind Begleiter oder wie die Wegbereiter oder wie die den roten Teppich ausrollen, damit der Antichrist an die Macht kommt. Da ist ein feuerrotes Pferd, ein schwarzes Pferd und ein fahles Pferd. Und interessanterweise, die Begleiter des Antichristen, was bringen die mit sich? Wenn ihr das zu Hause in aller Ruhe lest, Offenbarung Kapitel 6, Vers 3 bis 8, da seht ihr, das sind Unruhen, Bürgerkriege, Teuerung, Hunger, Tod und Verderben. Also die Begleiter des Antichristen sind noch einmal Unruhen, Bürgerkriege, Teuerung, Hunger, Tod und Verderben. Lassen wir noch einmal diese eine Reite in Offenbarung Kapitel 6 und wir gehen miteinander zu Offenbarung Kapitel 19. Wir wollen noch mal schauen, was die Begleiter sein werden des einen Jesus Christus. Und so lesen wir noch einmal Offenbarung Kapitel 19, Vers 11. Und dort lesen wir, nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem saß jemand. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Also wenn der Herr Jesus kommt, was werden seine Begleiter sein? Oder was wird er mit sich bringen? Treue und Wahrhaftigkeit, gerechtes Gericht und gerechten Krieg. Das einzige Mal in der ganzen Weltgeschichte, wo es einen gerechten Krieg geben wird. Und wir lesen, auch im Alten Testament haben wir immer wieder solche Bibelstellen, wo uns hingewiesen wird, wenn der Herr Jesus kommt, als König aller Könige, Herr aller Herren, was er mit sich bringen wird. Und so lesen wir in Jesaja 11 ab Vers 4, er urteilt nicht nach dem Augenschein. Er verlässt sich nicht auf das, was er hört, sondern richtet auch die Geringen gerecht und hilft den Gebeugten zu ihrem Recht. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Der Hauch seines Mundes bringt den Gesetzlosen um. Sein Hüftschurz heißt Gerechtigkeit und Wahrheit ist der Gurt, der seine Lenden umschließt. Das wird alles mit sich kommen, wenn der Herr Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit, als dieser eine Reiter in Offenbarung Kapitel 19. Und so lesen wir auch in Jesaja 32, da lesen wir, seht, ein König kommt, der gerecht regiert. Auch seine Oberen halten sich an das Recht. Jeder von ihnen ist wie ein sicherer Platz im Sturm, ein Schutzdach vor dem Wolkenbruch, wie ein Wasserlauf im dürren Gebiet, wie der Schatten eines Felsens im glühenden Land. Wenn wir heute noch solche Leute in der Regierung hätten, die genau das tun, dann wären wir reich gesegnet. Leider ist das immer weniger der Fall, und zwar in der ganzen angelsächsischen Welt. Kommen wir und schauen miteinander an die Unterschiede in der Wirkung. Wir haben gesagt, der Reiter in Offenbarung Kapitel 6, er zieht eine Spur des Verderbens hinter sich her. Elend und Tod sind seine Begleiter. Es wird die schlimmste Zeit der Menschheitsgeschichte sein. Der Herr Jesus selber sagt über diese Zeit in Matthäus 24, 21, denn dann wird eine Schreckenszeit geben, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, wie es auch nie wieder geschehen wird. Eine Schreckenszeit von 2 mal 3,5 Jahren. Die Frage ist, wer sind dann die Wegbereiter für das? Es ist die Wirkung des Antichristen, diese Schreckenszeit.
Und wir haben gesehen, die Wegbereiter des Antichristen sind was? Eben diese Reiter auf den anderen Pferden. Nämlich Unruhen, Bürgerkriege, Teuerung, Hunger, Krankheit und Seuchen. Und mit all dieser Wegbereitung kommt schlussendlich der Antichrist an die Macht. Und noch einmal möchte ich 90 Jahre zurückgehen. Wie kam damals der Adolf Hitler an die Macht? Waren es nicht ähnliche Vorzeichen? Gab es da nicht die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges, eine unglaubliche Inflation? Eine Inflation, dass man mit einer Schubkarre voller Geld ein Stück Brot kaufen konnte. Da gingen gestandene Männer, vorne und hinten ein Pappschild, da drauf stand: Ich übernehme jede Arbeit für ein Stück Brot. Da gab es eine Grippewelle von 50 bis 60 Millionen Toten. Eine Inflation wie noch nie dagewesen, eine Teuerung. Und ich habe so einen Eindruck, wie wenn heute langsam, aber sicher ein roter Teppich ausgebreitet wird, um dem Antichristen sein Kommen zu ermöglichen, damit die Menschen einen wählen werden. Und wenn dann eben dieser eine auftreten wird, in aller Macht, ausgestattet mit aller dämonischer Kraft, und er wird kommen und er wird sich als Retter, Erlöser und als Helfer der Menschheit wird er sich etablieren und präsentieren. Wir haben ja heute zunehmende Spannungen, Probleme, ob sie nun menschengemacht sind oder herbeigeredet, sei das nun Energiekrise, Erderwärmung, CO2-Ausstoß und so weiter und so fort, das zunehmende Ungleichgewicht von Arm und Reich. Eine liebe Schwester im deutschen Raum, sie heizt ihr altes Haus immer noch mit Elektrospeicheröfen. Die hatte bis jetzt jedes Mal, wenn sie im Winter heizen musste, 300 € bezahlt pro Monat. Heute über 1000. Und sie sagt, sie kann das gar nicht mehr bezahlen, weil sie hat nicht mal so viel Rente. Wie soll es gehen? Das heißt, heute ist es zunehmend der Fall und mir kommt es so vor, wie wenn eben dieser Teppich ausgebreitet wird. Und wenn eben dann der kommt und die Menschen wirklich auch ihre Probleme lösen kann, ob er sie wirklich löst oder nur so zum Schein, ist eine andere Sache. Aber die Menschen werden ihm mit Begeisterungsstürmen zujubeln. Und er wird sich schlussendlich als der schlimmste Verführer aller Zeiten entpuppen. Und der Herr Jesus sagt sogar, dass der Herr Jesus, wenn er die Zeit nicht verkürzen würde, das heißt begrenzen auf 2x3,5 Jahre, würde sich die Menschheit selber auslöschen. Das lesen wir in Markus 13 ab Vers 20. Wenn der Herr diese Zeit nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet werden. Seine Auserwählten zuliebe aber hat er die Zeit verkürzt. Und wisst ihr noch einmal, weswegen kommt ein solcher Mensch an die Macht? Will das Gott? Sagt uns nicht die Bibel, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt und lebt? Will nicht der lebendige Gott, dass eine Stadt Ninive umdreht, Buße tut und zum lebendigen Gott zurückkehrt? Aber heute, die Menschen wollen keine Buße mehr tun. Nein, sie lehnen ihn ab. Und wenn Sie in aller Ruhe die Offenbarung lesen, das erschüttert mich immer wieder ganz neu, da sehe ich, wie die Offenbarung immer wieder sagt, und die Menschen taten keine Buße. Und die Menschen taten keine Buße. Und so lässt Gott es zu, dass dieser eine Reiter kommt in Offenbarung Kapitel 6, der Antichrist. Und nun lassen wir diesen einen Reiter wieder und wir wollen ganz bewusst uns wieder zuwenden in Offenbarung Kapitel 19. Und wir lesen noch einmal ganz bewusst Offenbarung Kapitel 19 ab Vers 11. Und da heißt es, und nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige und er kommt als gerechter Richter, führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Er wird kommen in Macht und Herrlichkeit.
stehend, und die Menschen werden ihn sehen, stehend auf dem Ölberg. Die Menschen werden ihn sehen. Und da stelle ich mir die Frage, werden die Menschen wissen, wer er ist? Oder wir als Gemeinde Jesu, wir sind dann schon weg, wir sind entrückt. Die Gemeinde Jesus, sie geht nicht durch die große Trübsal. Aber die Menschen, die dann noch hier sein werden, werden sie wissen, wer er ist. Was denkt ihr? Ich bin zutiefst überzeugt, und ich werde das auch biblisch belegen, dass die Menschen wissen, hier kommt Jesus Christus. Hier kommt der Herr aller Herren. Hier kommt der Ewige, der Schöpfer Himmels und der Erde. Hier kommt das Lamm von Golgatha. Weswegen weiß ich das? Die nächste Bibelstelle zeigt es uns. In Offenbarung Kapitel 6, da wird uns Folgendes gesagt. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihren Orten. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und die Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Ihr müsst euch vorstellen, die Stellen vorher und auch die Stellen nachher, es ist eine solche schreckliche Zeit. Die Menschen erleben Erdbeben, Seuchen, Kriege, Inflation, Unvorstellbares. Und sie wissen immer, wer hier redet, denn die Menschen fangen plötzlich an, hier zu beten, denn wir lesen, wie die Menschen sagen, und zwar alle, die Obersten, von der obersten Regierungsschicht bis zur untersten Stufe, sie fangen an zu beten, aber sie beten nicht zum Lamm, sondern sie beten zu den Felsen und Bergen. Sie beten zu der Materie und sie tun keine Buße. Denn wir lesen hier, wie die Menschen sagen, und sie sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Die Menschen wissen, wer hier kommt. Aber das Tragische ist, sie tun keine Buße. So wie damals beim Pharao. Der Pharao hatte immer wieder Nein gesagt. 5-mal Nein, 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 ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Er wusste, dass hier Gott redet, aber er tut keine Buße. Nein, sie fangen an zu beten und sie beten die Materie an, die sie schon immer angebetet haben und sagen zu der Materie, fallt über uns und verbergt uns. Und so lesen wir in Offenbarung 1, Vers 7, siehe, er kommt in den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen, er wird kommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Er kommt. Und wenn er kommt, die Frage, wozu wird er kommen? Was denkt ihr? Er kommt, um die Menschen zu richten. Aber in erster Linie, wozu kommt der Herr Jesus? Ich möchte es einmal so sagen, um seinen Besitz in Empfang zu nehmen. Wem gehört diese Erde? Oder andersherum, wer ist der Fürst dieser Welt? Wie? Wer ist der Fürst dieser Welt? Wie? Dem Teufel. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Aber wem hat Gott eigentlich diese Erde anvertraut? Wem hat Gott diese Erde anvertraut? Dem Menschen, dem ersten Adam. Er soll diese Erde hegen, pflegen, bebauen und bewahren. Aber anscheinend hat irgendwann ein Besitzerwechsel stattgefunden. Und wann hat dieser Besitzerwechsel stattgefunden? Beim Sündenfall. Das heißt, das Besitzrecht, das eigentlich dem ersten Adam gehörte, ging über in die Hände Satans. Und interessanterweise auf dem Berg der Versuchung, was sagt, es sei bei Jericho gewesen, hat ja der Teufel dem Herrn Jesus alle Reiche dieser Erde gezeigt. Und der Teufel sagt, ich gebe dir das alles, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und der Herr Jesus widerspricht ihm nicht.
Das heißt, der Teufel ist der Besitzer dieser Erde geworden bis zu einem Zeitpunkt. Bis wann? Bis er besiegt wurde am Kreuz von Golgatha. Aber es ist heute noch nicht offenbar. Es ist heute noch nicht sichtbar. Und deswegen sehen wir im Buch der Offenbarung, sehen wir, wie der Herr Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit und wie er schlussendlich alles wieder in Besitz nimmt, auch diese Erde. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 5, Vers 1. Offenbarung 5, Vers 1. Da sehen wir, und ich sah eine Schriftrolle auf der rechten Hand dessen liegen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Nun, diese Besitzurkunde eigentlich, das ist nichts anderes als eine Besitzurkunde, ein sogenanntes prätorisches Testament. Johannes hat gerade gewusst, um was es sich handelt. Ein prätorisches Testament. Und ein prätorisches Testament ist ein Testament, das der Testator selber geschrieben hat. Und 7 Zeugen haben das bestätigt und dann mit 7 Siegeln verschlossen. Und nun kommt hier der Herr Jesus als der rechtmäßige Besitzer dieser Welt. Er bekommt, um sein Erbe in Empfang zu nehmen. Im Buch der Offenbarung zeigt uns der Herr, er ist der Sieger von Golgatha. Er hat dem Teufel, der Schlange, den Kopf zertreten. Er hat den besiegt, der kommt als Imitator. Und schlussendlich ist er derjenige, der alles wieder ins Lot bringt. Er ist derjenige, der das zurückholte, was der erste Adam verlor. Er ist derjenige, der durch sein eigenes Blut das Testament unterschrieben hat. Der Besitzerwechsel hat am Kreuz von Golgatha stattgefunden. Aber im Buch der Offenbarung wird es offenbar. Und das weist uns der Herr Jesus auch hin, schon in Lukas 11, 22, sagt nämlich der Herr Jesus, er sagt, wenn aber der, welcher stärker ist als er, also hier sagt der Herr Jesus in Bezug auf sich selber, wenn aber der, welcher stärker ist als der Satan, kommt und ihn überwindet, hat er getan am Kreuz, so nimmt er seine Waffenrüstung weg, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Das heißt also, der eine reitet auf dem weißen Pferd. Es ist niemand anders als unser Herr Jesus Christus, der Sieger von Golgatha, der Schlangenzertreter, der den Besitz schon längst wieder erworben hat. Aber in der Offenbarung wird alles offenbar und sichtbar. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und deswegen sagt auch Jesaja 9, Vers 6, sagt Jesaja, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Heerscharen, wird dies tun. Kommen wir langsam zum Schluss. Ich habe so den Eindruck, dass sich heute immer mehr ein Sturm am Horizont zusammenbraut, dessen Auswirkungen wir schon ein wenig miterleben. Wie schon gesagt, ich habe den Eindruck, dass wie wenn dem Antichristen der rote Teppich langsam, aber sicher ausgerollt wird. Und da stehen wir alle in der Gefahr, zu resignieren. Wir stehen in der Gefahr, den Kopf in den Sand zu stecken. Aber wisst ihr, wir tun das nur, weil wir uns viel zu fest mit dem einen Reit in Offenbarung Kapitel 6 beschäftigen und viel zu wenig mit dem Sieger von Golgatha. Wenn wir anfangen, auf Jesus zu schauen, mit ihm zu leben, mit ihm zu reden, mit ihm unterwegs zu sein, dann wird all das, was auf uns zukommt oder was auf diese Welt zukommt, was wir noch erleben werden, ich weiß es nicht, keine Ahnung, dann wird das alles klein. Im Lichte des Herrn Jesus gesehen. Wir dürfen viel mehr auf den Sieger von Golgatha schauen, mit dem Herrn aller Herren rechnen, mit dem bald wiederkommenden König. Und wisst ihr, wenn wir mit dem leben, dass wir jeden Moment entrückt werden können, ich erwarte jeden Tag die Entrückung. Ganz bewusst, Herr Jesus, vielleicht kommst du heute. Vielleicht werde ich heute Abend nicht mehr erleben, weil ich schon bei dir bin und alle die an ihn glauben.
Und wenn ich mit dem lebe, dann wird mein Herz froh. Dann ist mein Leben voller Hoffnung. Das gibt uns Sicherheit und Zuversicht. Ich darf im Wort Gottes zu Hause sein. Ich darf mit ihm verbunden sein. Ich darf ein Leben leben der Heiligkeit und Reinheit für den Herrn. Und deswegen beschäftigen wir uns noch viel, viel mehr mit dem, was wir lesen in Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und inmitten der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm. Mit was beschäftigst du dich? Beschäftigst du dich mit dem Herrn Jesus, mit dem Lamm Gottes, das für deine Sünden ans Kreuz ging? Beschäftigen wir uns doch noch viel mehr mit dem Sieger von Golgatha und beschäftige dich mit dem, dass wir jeden Moment entrückt werden können. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir nicht zum Zorn bestimmt sind. Und wir haben gelesen in Offenbarung Kapitel 6, wie die Menschen sagen, ihr Berg und Hügel fallt auf uns und verbergt uns vor dem Zorn des Lammes. Wir als Christen, wir sind nicht zum Zorn bestimmt, weil der Zorn Gottes hat sich entladen am Kreuz von Golgatha. Und deswegen können wir sagen, wie es heißt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Römer 8, Vers 1, da heißt es, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Beschäftige dich vielmehr mit dem, was du hast in Jesus. Beschäftige dich mit Jesus Christus, mit seinem Sieg, den er errungen hat am Kreuz von Golgatha. Und erwarte jeden Tag den Zeitpunkt der Entrückung. Und so lese ich in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, es ist die Parallelstelle zu dem, was Samuel gelesen hat, in 1. Korinther 15, da heißt es, denn der Herr selbst wird beim Befehl, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Interessanterweise, der Apostel Paulus erwähnt zweimal diese Schall der Posaune oder die letzte Posaune. Einmal in Korinther Kapitel 15 und einmal im Thessalonicher. Und beides, die Thessalonicher und die Korinther, waren römische Garnisonsstädte. Und die wussten, was es bedeutet, eine römische Garnisonsstadt, wenn die Posaune für die Römer ertönte, für die römische Armee. Die erste bedeutete, Leute, es ist Zeit, um abzubrechen. Die zweite bedeutete, Leute, es ist Zeit, alles zu verladen. Und die dritte und letzte Posaune war, Leute, jetzt wird abmarschiert. Und deswegen hier diese Posaune bedeutet, wir erwarten jeden Moment die letzte Posaune, allein noch die Posaune, dass wir abmarschieren und für immer beim Herrn Jesus sind. Und so tröstet nun untereinander, sagt Paulus hier, ermuntert euch untereinander mit diesen Worten. Jesus kommt und es könnte heute sein. Und so möchte ich schließen mit dem Bibelwort aus Offenbarung 22, Vers 17, wo es heißt, und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Ja, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen. Lasst uns miteinander still werden und beten. Herr Jesus, wir leben in einer ganz spannenden, interessanten und herausfordernden Zeit. Aber wir wollen uns ganz bewusst an dich halten. Du bist der Sieger von Golgatha. Du hast der Schlange den Kopf zertreten. Und wir wissen, du kommst bald. Und so lasst uns froh und getrost durch diese Welt gehen, im Aufblick auf dich. Danke dafür. Danke, dass du das angefangene Werk in uns vollenden wirst, bis auf den Tag Jesu Christi. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo du wiederkommen wirst. Danke dafür. Und Herr Jesus, komme bald. Amen.